Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig. Und jetzt wird's richtig episch. Ich weiß, die letzte Episode war nur knapp 18 Minuten lang, aber das mache ich heute definitiv wieder wett. Mit diesem epischen Kampf gegen die Schreinwächter. Mensch, wirklich, der muss hier. Ich habe euch erwartet. Hä? Boah, das ist so episch. Es war ein unerwartet strapazenloser Weg bisher hier. Das enttäuscht dich doch bestimmt, mein Bester. Jetzt müssen wir nur noch den Spiegel hier... Geh doch weg, Freya. Feuertempelwächter. Es ist ganz wie Kuja gesagt hat. Ein paar Ratte werden sich hierher verlaufen. Wow. Geilo. Ich krieg jedes Mal wieder Gänsehaut. Bist du Annie von Kujas Marionette? Wenn du ihm vertraust, dann machst du einen großen Fehler. Nee, wir sind die Hüter von Terra. Die Hüter von Terra? Richtig, wir sind die Hüter von Terra. Sprich, die Kraft Terras in Person. Was ist denn Terra überhaupt? Wir sind Hüter, Geschichte-Erzähler. Es wird mir äußerstes an Befriedigung verschaffen, euch kleine Ratte de Chaos zu machen. Zeit rauszufinden, wie stark ich bin. Scheint, als würden ihr nicht ganz verstehen. Aber kann man das von Narr wie euch überhaupt erwarten? Ich Dummkopf. Wie bitte? Dass ich ausgerechnet hier am Ende weltenwürdige Gegner suche, das ist schon... Ich erinnere mich ja fast selber schon an jemand. Die wahre Bedeutung von Kraft nicht kennt, also stets auch nächste Gegner auf Sucht. Mahagon? Na, wo rennst du überhaupt? Das Sinn von deinen Worten wärst du bald am eigenen Leib erfahren dürfen. Interessant. Aber euer vorlautes Mundwerk werden da schon bald bitter bereuen. Was habt ihr? Seid ihr schon am Ende von eurer Kraft? Sparta dein Hohn, Ungetüm! Gegen den Windtempelwächter wird man Magie nicht so recht. Ich glaub nicht, dass wir den zu zweit packen. Meister Vivi, ein echter Mann gibt uns einfach gleich bei. Aber... Wenn wir unsere Kräfte vereinen, dann ist das widerliche Ungeheuer ohne je die Chance. Wen von euch beide soll ich jetzt als Erster fressen? Schweig, du elendige Ausgeburt! Als erstes kriegst du mit mir zu tun. Hä? Meister Vivi, ihr sterzt mich offen und halten in Schach. Und dann schlagt ihr zu und erwischt ihn mit eurem voller magischer Härte. Aber wenn ich im Eifer vom Gefecht jetzt aus Versehen dich... Ich glaub an euch, Vivi. Ich wär alles Geber. Stirb! Sehr cool. Kuja hat zwar von 8 kleinen Ratten gesprochen, die angewuselt kommen täten, aber... Hast du dich etwa auf mehr Spielpferde gefreut? Tja, jetzt musst du eben nur mit uns beide verliebt nehmen. Aber kein Schock. Nach dem Schwett rammen wir das ganze Buffet ab. Jetzt verstehe ich. Der traurige Recht von euch ist wohl jetzt gerade andersweitig beschäftigt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wer nicht isst, genießt auch nicht. Was wollen so niedere Lebensformen wie ihr eigentlich auf Terra? Ganz schön ureinsichtig, Axel. Wer nicht geht, stirbt dumm. Man weiß nicht, wie es schmeckt, bevor man es nicht gekostet hat. So viel habe ich bereits auf meiner Reise gelernt. Fein, fein. Na, dann kostet sie ruhig. Die wahre Angst, die wahre Furcht. Ja, der Wassertempelwächter fehlt man leider noch ein bisschen in der Reihe. Aber trotzdem sehr geil gemacht, wie diese Timeskips hier kommen. Und man immer sieht, was bei der anderen so abgeht. Das finde ich persönlich unglaublich geil. Das, ja, habe ich immer wieder Gänsehaut. Das ist so ein richtig geiler Moment im Spiel. So, wir beide fliegen. Dann können wir jetzt ein bisschen klauen. Erinjenkralle geklaut. Die ist dann für unseren guten Mahagon. Wir könnten mal einen Goblin-Schlag auf dich lassen. Oh, Scheißendreck.
Mir fällt ein, ich habe nicht meine richtige Sache ausgewählt. Im Eifer des Gefechts habe ich halt dummerweise tatsächlich nicht meine richtige Ausrüstung an Waffe gewählt. Ja, geil. Ist super. Okay. Dann muss Quina halt zustechen. Quina ist, tja, ist der Einzige, der jetzt hier eigentlich am Maße gescheit die Waffe hat. Entschuldigung. Okay, aber der Scheißdreck macht uns nichts. Das ist nicht so schlimm. Wir haben ja beide immer Levitas. Dann kannst du sie dann vollkommen aufs Klaue konzentrieren und Quina kann man zustechen die ganze Zeit. So. Der Blitzka macht uns natürlich was aus. Das trifft jetzt sogar Quina. Und überlebt das? Nee. Natürlich überlebt das nicht. Scheiße. Das ist nicht gerade ein leichter Kampf. Das muss ich gestehen. Okay. Mach du mal deinen Spaß. Scheiße. Die sind doch etwas stärker als gedacht, die Knabe. Okay. Ihr. Eiska, hoffentlich trifft sie dann. Nee. Das trifft dort weiter. Oder Quina. Naja, ihr. Damit ist Quina tot. Und Diebstahl fehlgeschlagen. Großartig. Super. Haben wir richtig Chance hier. Okay, Erschütterung ist in Ordnung. Das kann ich machen. Dann kann ich Quina nochmal wieder beleben. Ja, so gesehen wird es schon ein ziemlich heftiger Fight jetzt. Glücklicherweise hat sie dann immer Regena auf sich gewirkt. Und wenn der Gegner hier was macht, was ordentlich Zeit schindet, dann bleibt mir natürlich immer mehr Zeit, mich zu heilen. Oh, Quina ist wieder tot. Na, toll. Super Sach. Diebstahl mal wieder fehlgeschlagen. Ja, das freut doch das Herz. So richtig. Nicht. Feuger. Na komm. Wir sind ja fast wieder over. Okay, jetzt sind wir auch noch im Trance-Zustand. Geil. Das heißt, die erste Ladung Trance-Zustand weg gleich mal richtig verschwendet. Na toll. Bitte glaub besser im Trance-Zustand. Nee, mach's nicht. Toll. Erschütterung ist Gott sei Dank etwas, was uns nicht juckt. Dann mach doch mal Apuch. Okay, Apuch. Machen wir doch das mal. Ja, hoffen wir mal, dass das wirksam ist. Schauen wir nochmal. Der Kerl dürfte um die 60.000 aushalten oder so. Spalthieb. Jetzt muss ich ja gerade noch was checken. Ah, tatsächlich. Hier kann ich mit Touchpad-Taste komme ich tatsächlich auf die Erklärungen. Okay, das was früher Select war, klar. Select ist ja hier bei der PlayStation 4 nicht vergeben im Spiel, sondern dort mit der Share-Taste nämlich hier auf. Deswegen, okay, war irgendwie nur logisch, dass es dann zu sowas kommen muss. Mal wieder klüger Woche. Learning by doing. Da muss es halt so sein. Machen wir das halt so. Jetzt kann ich aber wenigstens gucken, was macht, dass ich jeweilige Gegenstandsbeschreibungen noch kriege. Insofern gar nicht mal so verkehrt. So. Auf Quina verzichten wir am besten auf der in dem Kampf. Das wird sowieso nichts. Jetzt habe ich nämlich ordentlich Schade ausgedealt. Sie dann heilt sich durch immer Regena Gott sei Dank immer ziemlich gut. Deswegen habe ich das Problem zumindest nicht mit dem Heiler. Und der Gegner macht auch durchaus Attacke, wo er mal ein bisschen Zeit damit verbringen kann. Deswegen kann ich mal hier so einen Quatsch an Luxus leichter. Wie immer mal wieder Klauer. Ja, mach doch ruhig. Mach du ruhig. Ich bin bei der nächsten Attacke eh wieder hochgeheilt. So, nochmal. Latex-Toga geklaut. Für den Sadomaso-Römer. Okay. Eiska. Allmählich wird's problematisch. Ich knall mal vorsichtshalber einen High-Potion drauf. Bevor das ernsthaft noch problematisch wird hier. Ja, dass der nochmal irgendeinen Scheiß macht, der 1600 abzieht oder so.
Aber ich glaube, mit der Latex-Toka haben wir dann auch so ziemlich noch einen praktischen Gegenstand erworben. Und ein Habe nichts. Ah, sehr schön, das war's sogar. Okay, ich habe gedacht, dass eigentlich noch mehr kommt. Es sieht dann... Du solltest dich heilen, mein lieber Freund. So, allmählich wird es nämlich bitter. Ich glaube, der Kerl hat nämlich mittlerweile kein MP mehr. Ah doch, er kann noch. Wie hieß er dann überhaupt? Erdwächter einfach nur. Okay, allerhaupt. Probieren wir es nochmal mit Quina. Wir probieren einfach nochmal unser Glück. Mit Glück macht er jetzt irgendwas auf Zidane. Ja, sieht so aus. Dann nimm du doch mal Elixier, mein Freund. Und, nee, Quatsch. Klaue muss ich ja nichts mehr. Und du haust jetzt drauf, auch wenn du nicht abziehst. So. Quina ist wieder dabei. Vorerst. Eine große Attacke und das war's dann mit ihm. Bitte mach Erschütterung oder sowas. So kann man Elixiere auch verschwenden. Okay. Einzelvisier fügt physischen Schaden zu. Mit viel Glück erteilt man physischen Schaden. Opfert sich und heilt... okay. Erteilt Neurose. Okay. Augen auf, man ist im Angriffsvorteil. Ja, okay, die bringen mir alle nichts, die Dinger. Das heißt im Klartext, ich muss hier die ganze Zeit mein ziemlich popliche Minimalschade austeilen. Das ist nicht gerade so toll. So drei hätte ich echt denken sollen. Okay. Dann nehmen wir doch mal eine Äther. Dort hätte ich wirklich verdammt nochmal denken sollen, dass ich einfach mal meine Waffe gescheit austausche und ausrüst. Das ist doch etwas Panne. Sorry, so Fehler können hin und wieder einfach mal vorkommen. So. Das ist gut. Jetzt probieren wir den Quatsch noch einmal. Einzelvisier fügt physischen Schaden zu. Gucken wir mal, wie viel wir da machen können an Schaden. Falls es überhaupt welchen macht. Und? Ja, tatsächlich. Das macht sogar recht gute Schade. Okay. So, okay. Dann machen wir das weiter drauf. Weil unser normaler Arggriff können wir uns eigentlich in die Hose da stecken. Das macht überhaupt nichts. So ist das wesentlich geschickter. So. Das ist die einzigste Art und Weise, wie ich jetzt noch irgendwie einen Schaden zufügen kann. Weil Quina auf dem gammlichen Level können wir definitiv nicht als Unterstützung hier gebrauchen. Der ist einfach leider Gottes zu schwach. Zidane wäre natürlich ziemlich stark, wenn er jetzt sein entsprechendes Schwert angelegt hätte, aber Mann, das fuchst mich gerade. Das fuchst mich enorm, dass ich jetzt mit so Quatschkopf-Tricks hier arbeiten muss und nicht richtig gescheite Schade ausdehlen kann. Das fuchst mich schon etwas. Deswegen strecke ich den Kampf dadurch eigentlich nur unnötig in die Länge, um es mal auf den Punkt zu bringen. So, Räuberseele macht glücklicherweise auch über lange Zeit viel Gedöns, sodass ich damit auch immer mit Immerregena meine Kräfte schön aufwerten kann, also bei HP schön aufwerten kann wieder. Jetzt habe ich schon 3 Ladungen HP ab durch Immerregena gekriegt. Die 4. Ladung ist jetzt schon. Also damit kann ich auch ordentlich Zeit schinden, wie ihr merkt. Ja, dann macht er noch so einen Quatsch, der ihm nichts bringt. Und wenn er mich weit genug hat mit meiner Leiste, mit meiner ATB-Leiste, dann bin ich auch wieder dabei mit Trance-Zustand. Und so kann ich wieder gescheite Schade ausdehnen im Trance-Zustand. So. Okay. Macht wieder Steady Schade. Kommt er wieder arg schwebt für einen Spalthieb. Und Konter gibt es auch noch. Das ist ja eher eine gute Geste, als dass das wirklich effektiv ist, das Zeug. Na gut. Sorry dafür, dass der Kampf jetzt wirklich abartig lang in die Länge gestreckt ist.
Es war definitiv nicht meine Absicht. Wäre ich Tenui, könnte ich es auf meinen Verpeiltheitsfaktor bringen und schiebe. Aber ja, dass ich doch schon etwas verpeilt bin, das wisst ihr wahrscheinlich, wenn ihr mich schon länger verfolgt. Aber jetzt mal ganz im Ernst, welcher Let's Player oder generell welcher Gamer überhaupt, so ganz generell, ist eigentlich perfekt und macht nie einfach mal so Verpeilo-Fehler. Da wird mir jetzt persönlich keiner einfallen, sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich nicht. Ich meine, klar, es gibt durchaus Let's Player, die sich richtig gut vorbereiten und dann ordentliche Show hier abziehen. Und es gibt auch Privatspieler, die sowas machen, aber einer, der wirklich absolut perfekt ist und immer an alles denkt, auch bei Spielen, die er schon tausendmal durchgespielt hat, kenne ich persönlich Kenner. Einfach nur, weil der Mensch generell so fehlbar ist und weil nicht jeder alles im Kopf haben kann. Das ist ja was Selbstverständliches eigentlich. Ach ja, und ich sehe schon, guck mal, dass in den Kommentaren jetzt sowas folgt wie: Nein, mir kann sowas nicht passieren, ich bin unfehlbar, ich bin perfekt. Bitte erspart mir so Kommentare. Ach ja. Machen wir jetzt einfach mal das Beste draus. Ja, okay, Klaue macht er nicht. So, das war jetzt eigentlich eher so im Scherz gemeint. Das ist dann natürlich klar, wenn einer sowas sagt, dann wird sowas umso mehr als Kommentar reingeschrieben. Aber es mag durchaus in Anführungszeichen der perfekte Gamer geben, der nicht total verpeilt ist und der wirklich alles im Kopf behält und sich da richtig gescheit organisiert. Das will ich ja gar nicht bezweifeln und bestreiten. Nichtsdestotrotz, der Otto-Normal-Gamer, ich persönlich bin ja auch kein Pro-Gamer, war ich auch nie. Ich war immer nur jemand, der Spaß an Spiele gehabt hat. Deswegen mache ich ja auch Let's Plays und keine Walkthroughs oder ähnliches. Der Otto-Normal-Gamer ist normalerweise nicht so dermaßen organisiert, dass er alles fehlerfrei machen könnte. Was ich wiederum sehr bewundere, ganz ehrlich, sind Speedrunner. Ich habe jetzt mal in den letzten paar Tagen einfach mal so ein paar Speedruns zu Super Mario World, Super Mario Brothers etc. pp. Geguckt. Und ohne Scheiß, das müssen Leute sein, die das Spiel in- und auswendig kennen. Die wissen dann genau, wo sie welchen Sprung setzen müssen, wie weit der Sprung sein muss. Die kennen das Spiel in- und auswendig. Und es wirkt für alle anderen, die das sehen, einfach nur wie: Alter! Anders kann ich es nicht ausdrücken. Man hockt da davor, guckt deine Leute zu und denkt sich einfach nur: Alter! Also Speedruns ist definitiv etwas, was ich sehr bewundere. Und jetzt haben wir den Gegner auch noch geknackt, kurz vor knappig. Meine Fresse. Okay. 11 AP gibt er. Und eine Atmos-Karte gibt er uns für Tetramaster. Phoenix Downer auch noch. Dazu noch diese tolle Kralle und die Latex-Toga. Was das? Ob es der andere wohl gut geht? Bestimmt. Die warten sicherlich schon alle, dass wir sie endlich abholen. Genau. Lass uns schnell zum Schiff zurückkehren. Okay, wie du wolle. So, die sind auch fertig in ihrer Grotte. Endlich wieder frische Luft. Der sieht dann, als wird damals so ein Monster auszusetzen, also wirklich. Du dappische Krötsch, du hast gewusst, was da kommt. Was hast du denn, Eiko? Das Wichtigste hätte ich fast vergessen, wo wir da gerade so ohne uns sind. Na, was gibt's dann? Ich muss dich doch unbedingt etwas Wichtiges fragen. Ich warte schon so lange auf eine gütige Gelegenheit, dich zu fragen. Antwort bitte ganz ehrlich, ja? Was willst du schon wissen, Eiko? Wenn ich antworten soll, musst du schon fragen. Hast du sie dann lieb? Aber warum fragst du das so plötzlich? Keine Ausflüchte. Antwort ehrlich. Hast du ihn lieb, nicht lieb? Was denn jetzt? Oh, Alter, ist das ein hassenswerter Freckling? Freckling ist übrigens, falls ihr das bei Gothic 2 von mir noch nicht gehört habt, Freckling ist ein Pelzerwort für so ein Balk, für so ein Blag einfach. Oh, das Luftschiff sieht an, kommt uns abholen. Hast du etwas gesagt, Lilly? Lass uns gehen, Eiko. Hey, warte, Lilly, das ist nicht fair. Mann, also die kann man ja nur hassen. Es würde mich echt mal interessieren, ob es jemanden gibt, dessen Lieblingscharakter Eiko ist. Alle sind wieder an Bord, dann kann es also aufgehen zur Insel des Lichts. Hallo, du hier, Magon? Von hier also direkt zur Insel des Lichts. Und dann noch Terra.
Ja, und weil die Insel ja nicht so weit von Estogasa ist, soll es auch nicht allzu lang dauern. Verrot mir doch mal bitte eins. Was treibt dich zu all dem hier? Was mich treibt? Ich weiß nicht, ich bin Dummkopf. Tja, was soll ich dann sagen? Du handelst also planlos. Nee, so habe ich das eigentlich nicht gemeint. Ich handle, weil ich etwas nicht weiß. Verstehst du jetzt? Etwas rauszufinden, das ist ja interessant, aber etwas zu wissen, das ist ja langweilig. Kommst mit? Wenn wir zur Insel des Lichts und dann noch Terra gehen, dann finden wir etwas raus. Wenn ich also gegen etwas verloren habe, dann wohl eher gegen seine Einstellung. Okay, gut, dann, meine liebe Lilly, komm wieder mit deinem sehr lustige, grenzdebile Lächeln in die Gruppe. Vivi hinterher und Steiner, ach wieder, da habe ich wieder mein Dream Team zusammen. Yay! So, jetzt sind wir aber an einem Punkt angelangt. Müsste ich gerade mal gucken. Das ist das Wasserschwein. Estogasa ist hier, das heißt, hier ist die Insel des Wichts. Und wir gehen erstmal zu Chocobos Lagune, die muss hier irgendwo sein. Weil ab jetzt fangen eigentlich diese ganze... jetzt fangen diese ganze Sache an, die dann mit der Hauptstory so arg involviert sind, dass es so mehr oder weniger kein Zurück mehr gibt. Deswegen würde ich eigentlich ganz gern jetzt noch die optionale Sache machen, sprich, wie im letzten Teil schon angekündigt, würde ich eigentlich ganz gern die Chocobo-Jagd jetzt machen. Und die Schatzjagd machen. Und dann können wir durchaus noch Terra gehen. Das heißt, ihr liebe Leute, im Klartext, wenn ihr kein Interesse habt an dem optionalen Chocobo-Schatzjagd-Gedöns, dann könnt ihr euch jetzt in den Standby-Modus stellen und könnt sagen, allerhaupt die nächste paar Episode ist sowieso nur der Quark mit Chocobo. Das will ich erst gar nicht sehen. Yankee, mach du mal, wirst schon richtig machen. Deswegen, wenn ihr Bock drauf habt, würde mich natürlich extrem freuen, und jetzt lege ich mal jedem bitte sein gescheit die Waffe an, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch das bei mir verfolgt, selbstverständlich. Aber wenn ihr eher sagt, nö, habe ich keinen Bock drauf, kann ich das selbstverständlich auch absolut verstehen. Und wir sehen uns dann morgen wieder, wenn ihr wollt, zu Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig, wo ich euch Chocobos Lagune zeigen werde und dann noch offscreen ein bisschen die Schatzkarte jagen werde, die es in Chocobos Lagune gibt. Und dort noch kümmere ich mich um die Schatzjagd-Episode per se wieder. Wenn ihr Bock habt, schalten einfach ein. Ich freue mich schon tierisch auf das Optionale. Bis morgen dann wieder. Und wenn ihr bis dahin abschalten, ihr seht ja dann wieder, wenn die Thumbnails und die Titelart zeigen, auf nach Terra oder sowas ähnliches. Ich weiß noch nicht, wie ich die Episode dann nennen werde, aber auf jeden Fall, wenn er schon am Thumbnail und an der Titulierung vom Video erkenne, dass wir ab jetzt wieder in der Hauptquest weitermachen. Wie lange diese Chocobo-Sache geht, weiß ich nicht zur Sache. Könnte 2, 3, vielleicht auch 4 Episoden dauern. Das wird sich dann herausstellen. Wir sehen uns morgen wieder. Euer Yankee.